Bartmode oder Bartzwang? Mir ist aufgefallen, dass seit einigen Jahren viele österreichische Männer, junge und mitteljunge Männer, einen Vollbart tragen. Warum so viele österreichische Männer, die sportlich und kraftstrahlend wirken, einen wuchtigen Vollbart tragen, ist für mich ein Barträtsel sondergleichen. Ich weiß nur, dass seinerzeit die christlichen Kreuzritter auch vollbärtig waren. Aber das hat sicher nicht die jungen und mitteljungen österreichischen Männer beeinflusst oder animiert, dass sie einen strauzenden Vollbart wachsen haben lassen. Ich vermute viel eher, dass die langbärtigen islamistischen Hassprediger in Österreich, die tagtäglich mehr und mehr werden, die Bartmode weltweit radikal modernisiert und revolutioniert haben. Das heißt, mit anderen Worten, die hirnverbrennten Wüstenbordeseln haben unsere glatt rasierten österreichischen Angsthosenmänner derartig eingeschüchtert, mit einer grauslichen schwarzen Langbärt ohne Terroranschlag tragen, dass seit einigen Jahren der österreichische Mann im besten Mannesalter, sprich Wapper, gehorsam einen wuchtigen Vollbart trägt. Leider auch die gesamte Modepresse auf der Welt, sei es in Zeitungen, in Zeitschriften, im Internet, zeigt schon jahrelang muskulöse Modelmänner mit einem Hasspredigerbart. Und dass ich das nicht vergiss zum Sagen, auch aberhunderte Friseursalons in Österreich plakatieren schon seit Jahren in ihre Schaufenster grinsende Seppel und schmunzelnde Mustafas mit einem Hasspredigerbart. Grauenhafter Anblick. Am liebsten hätte ich solche Friseurauslagen zertrümmern. Trostpflaster. Zum Glück sind die österreichischen Frauen und Mädchen nicht so feig wie die vollbart manipulierten Burschen und Männer in Österreich. Weil die scheißen auf den islamistischen Kopftuchzwang. Bravo, ihr todesmutigen Frauen und Mädchen in Österreich. Ja, und du, Van der Quellen, setz dein Kopftüchel auf und schleich dich in die Sahara. Und rutscht dort an Kamelhengst im Beil so lang, bis du bist, du Heiselratz. Du leid, ich geh auch mit der Zeit.